Hallo und herzlich willkommen zu dem YouTube-Video. Ich habe ja im letzten YouTube-Video gezeigt, wie dass man mit Text kann, Bilder generieren mit der AI. Da ist jetzt zum Beispiel eines von diesen generierten Bildern, der Wuffi. Und jetzt in diesem Video habe ich Ihnen zeigen, wie dass man so Bilder kann vergrößern. Weil wenn man jetzt zum Beispiel so ein Bild möchte von einem Desktop-Hintergrund nehmen oder so und das Bild wäre zu klein, was dann passiert ist, ich zeige es, indem ich hineinzoome, ihr seht, es wird, wenn man es vergrößert, dann wird es so pixelig. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das vergrößern, ohne dass das passiert. Und zwar basiert es eigentlich ein bisschen auf dem gleichen Prinzip. Letztes Video habe ich ja gezeigt, wie man kann Text eingeben kann und dann tut das Modell eigentlich zeigen dann, was es sich darunter vorstellt. Und jetzt machen wir eigentlich das Gleiche, einfach, dass wir anstatt einen Text geben wir wie ein Bild und das Modell tut sich da eigentlich wie mehr Details drinnen vorstellen, als in dem Bild eigentlich wären, so dass man das dann auch vergrößern kann. Und zwar, wie macht man das jetzt einfach? Es gibt verschiedene Online-Anbieter von so Diensten. Die einen von denen kosten, die anderen sind gratis. Und ich kann einfach kurz eine oder zwei Wellen zeigen, die recht einfach sind zum Bedienen. Das eine wäre hier Zyro. Ihr seht einen AI Image Upscaler. Da könnt ihr einfach hier das Image auswählen, das ihr aufladen wollt. Und dann warten, bis es fertig ist. Und wenn es fertig ist, sieht es dann so aus. Dann so original und upscaled. Und dann könnt ihr einfach nur noch Download Image drücken. Und dann habt ihr das eigentlich nicht mehr. Ihr seht hier, da seht ihr, es wird pixelig. Und wenn wir jetzt hier die Zyro-Version nehmen zum Vergleichen, dann seht ihr, stellt sich vor, wie es da viel mehr Details in dem Bild drin hat. Genau. Ähm, Dann zeige ich euch noch kurz, was ich amigs benutze. Ich persönlich benutze amigs mein eigenes Programm, wo ich da ein bestimmtes Modell, vortrainiertes Modell benutze. Ich habe noch ein anderes YouTube-Video gemacht, wo ich so ein bisschen die universellen Modelle miteinander vergleiche. Da könnt ihr auch noch reinschauen, wenn ihr wollt. Und wie das dann aussieht, ist, da haben wir das Originalbild. Und dann, wenn wir jetzt hier reinzoomen, da bei dem Auge, dann seht ihr, wie es halt, auch wenn man es vergrößert, wird es nicht pixelig, sondern es hat viel mehr Details drin in diesem Bild. Genau. Ähm, Jetzt, so, was noch kann sein, ist bei dem Zyro kommt ihr recht schnell also die Größe vom Bild her, falls euch ein Inputbild bereits groß ist. Darum zeige ich euch noch kurz einen anderen, das wäre Upscale Media. Und da könnt ihr Bilder vergrößern bis zu 1500 auf 1500 Pixel. Da könnt ihr auch einfach Upload Image drücken, dann das Image auswählen und uploaden. Und wenn es dann fertig ist, sieht es dann so aus. Dann habt ihr die Übersicht. Ihr könnt es sogar auf 4-mal vergrößern, auch falls das Bild nicht zu gross wird. So. Und dann könnt ihr einfach noch auf Bild abladen drücken. Genau. Und so könnt ihr eigentlich eure generierten Bilder oder eigentlich auch Fotos auf einfach vergrößern, ohne dass es verpixelt, sondern dass es wirklich auch einfach mehr Details im Bild drin hat. Ich habe auch noch für euch kurz vorbereitet, das sind ein paar von den gratis Upscalers, die es gibt, die ihr einfach über das Webinterface könnt benutzen könnt. Und da mit dem könnt ihr die eigentlich miteinander vergleichen. Ich tue den Link noch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach reinzoomen und dann schauen, wie es aussieht, wenn ihr jetzt den Zyro verwendet habt oder Upscale Media oder wenn ihr da mit Deep AI das Bild vergrößert hättet oder mit Big JPEG. Genau, ich tue die Links alle noch in die Videobeschreibung rein von diesen gratis Web-Dienstanbietern, wo ihr es online könnt vergrößern könnt. Genau, und das wär's, ja. Danke fürs Schauen.